Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Wunderbar, dass du wieder reinkickt. Der Januar, der ist all rum. Man kommt kaum noch achter hier. Vieles ist so, als wir das kennt. Das Wetter, die Politik, die Aussichten, alles großen Schied. Aber den hätte er doch noch eine Überraschung gegeben. Liverpool. Jürgen Klopp hat überraschend kundig gemacht, dass er am Ende von der Saison als Trainer bei dem FC Liverpool aufhören will. Die Kräfte, die dauert ihm langsam verlassen. Ob so was hätte man ja eigentlich bei Olaf Scholz lurt. Ich mein, weil je ein ja auch Süd, dat ihm die Kräfte verlassen hat. Aber Jürgen Klopp wart vielleicht mit Liverpool noch dann ein oder anderen Titel insacken. Nu eis recht. Und achteran, da baut sie ihm denn ein Denkmal. Das sieht bei Olaf Scholz all ganz anders aus. Ich mein, wat will heim mit seine Mannschaft denn noch groß berieten? Ganz zu schwiegen von ein Denkmal. Denkmal über na, Olaf. Ungefähr ein Jahr in Amt und oben Schlag der beliebteste Politiker ist uns Verteidigungsminister Boris Pistorius. Das will schon was heiden. Angeblich hat er nu heimlich heirat. Aber er hat auch bekannt gegeben, dass die Ukraine von Deutschland nu 6 Hubschraubers kriegt. Ich stell mir grad vor, was die Ukraine als mit 6 Hubschraubers berieden kann. Aber was sie nicht vertellt habt, die Dinger, die sind 50 Jahre alt. Ich mein, die kann man ja eigentlich bloß noch für Schrott verschenken. Anderes Thema. Die Buren, die hätten nur endgültig die Schnut voll und sind seit Wochen auf die Straßen und macht Alarm, also die Dieselvergünstigung und die Kfz-Steuern. Die habt das Fat nur von Überloben brücht. Was aber keine weit, das ist eins von der Ampel, also unsere Regierung, in Berlin so arrangiert worden. Die habt sich nämlich große Sorgen gemacht um uns Buren. Das hat in den letzten 4 Monaten nämlich so viel regnet und das ist so natt, dass die Buren gar nicht auf die Felder und auf die Acker kommt. Holt können sie auch nicht machen. Eigentlich können sie ja bloß rumsieden. Und damit sie das nicht brucht, da hat unsere Regierung nur eine agrarsoziologische Beschäftigungstherapie in Gang gebracht. In Berlin, da weiß man, die Buren, die sind flexibel, die sind gut vernetzt und die haben Organisationstalent. Wenn die unterwegs sind, dann versorgt die sich auch selbst. Die ein, die hat einen Grill, die Anna, die hat was zu trinken, die nächst, die hat einen Dixie und ruckzuck ist ganz Deutschland ein Campingplatz. Reisen für schmales Geld und mit hohem Erlebnis- und Abenteuerfaktor. Ansonsten habt die Buren schon immer rumjammelt. Für Urlaub habt wir sowieso kein Tiet. So, und das ist nur vorbei. Und auch die Klimaklebers, die habt mitmacht. Seitdem die Buren unterwegs sind keine Klimakleber mehr unterwegs. Und was unsere Regierung in Berlin auch weit, in paar Wochen, da ist es dann wieder warm, dann hat sich das mit den Buren von selbst erledigt, dann habt ihr wieder genau um die Ohren. Ansonsten ist Deutschland hier gerade ein richtiges Streikparadies. Die Gordon Eden und Gewerkschaftssicht. Obergärtner ist Klaus Wieselski. Die Bahnstreik, die ist gerade vorbei, tut die öffentliche Nahverkehr achteran. Donnerstag hat das Sicherheitspersonal an die Flughäfen streikt, Freitag das Bodenpersonal, die Doktors, die habt die Arbeit darlegt, die Müllabfuhr, die ist auch dabei, kaum noch eine Branche, die nicht streikt.
Also französische Weggen kann man singen. Und ein N ist nicht in Sicht. In Bremerhaven, ganz anderes Thema, da hat ein Pärchen nu ein Kledeschap als Rüggeschap nutzt. In Achterhof, da wollen sie doch bei so ein Betten Fleisch rügen. Und die Nabels, die hat Alarm schlagen. Die Polizei und Feuerwehr, die können denn Schlimmeres verhindern. Was nun mit den beiden passiert, das habe ich nicht gut gefunden. Aber mir hat diese Geschichte irgendwie an Helmut erinnert. Helmut, hast du dort deine Potenbinden hat? Moin, hier ist Helmut. Nee. Da habe ich nichts mit zu tun hat. Obwohl das ja eine tolle Idee ist. Also da kannst du erstmal rücken und wenn das Schab dann anschließend schön brennt, dann kannst du auch noch grillen. So als Kurt, mein Freund und ich, lässt weg. Hij ist ein Boer und hat mich dann auf den Trecker mitgenommen und dann haben wir mittig auf der Straße, auf der Taufort von der Kühlbrandbrüch, da haben wir den grillt. Ja, paar Paletten, paar ole Reifen, wunderbar. Ja, das sind wohl bloß 200 Treckers werden, aber das hat recht. Dann Hamburger Hafen und dann Süden von Hamburg, also 2 Tage lahm zu liegen. 20 Kilometer Stau auf die Autobahn. Also das hat mich beeindruckt. Und das hat mich auch eine ganz neue Idee gebracht. Ich war nur Stauberater. Ja, mit meinem Moped, da komme ich überall zwischendurch und dann versorge ich die Lü und mach alle Geschäfte. Ich glaube, ich kriege das ja auch noch genau down. Das hört so euch auch noch nicht ab. Wenn ich im Moment bekicken dau, wie groß die Aufregung überall ist, und je größer die Aufregung, desto mehr Geschäfte kann ich machen. Besten Dank, Helmut. Wenn ich denn mal im Stau stehe, dann ruf ich die an und dann kannst du mir zur Beruhigung ein paar Tabletten bringen. Weil kommt nun zu uns letztes Thema, Sport. Handball-Europameisterschaft. Ist schon nun bloß Platz 4 geworden, aber alle Achtung. Die Mannschaft ist jung, die hat Moral, die kann sich noch entwickeln. Das sieht nicht ganz schlecht aus. Fußball, erste Bundesliga. Zwischen FC Bayern und Leverkusen kommt das nächste Weg nur zu einem großen Showdown in Leverkusen. Ich glaube, die meisten sind vielleicht auch für Leverkusen, wird vielleicht auch mal Zeit, dass mal die Meisterschaft woanders hingeht. Weil lurt das mal ab, vorbei ist sie noch nicht. Zweite Bundesliga. St. Pauli und HSV, ganz fern weg. Hamburg marschiert. Das bleibt also auch spannend. Betonschluss, das verspreche ich ja auch. Nu ist auch Schluss bei mir. Das wollen wir der Plattkanal mit dit und dat. Schön, dass ihr ringkecken hai. Lasst ja das Gaut gehen. Ich melde mich wieder. Ich bin Jürgen Müller.